Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Dragon Age Origins auf Pelzig. So, jetzt haben wir nur noch die Hoffnung einer Mutter und der bewundernswerte Oberflächler in Orzammar. Das bedeutet für mich jetzt eigentlich nur Folgendes. Bla bla bla. Eigentlich würde ich erstmal ganz gern die Gruppe wechseln. Sofern das irgendwie möglich ist. Ne, da kann ich nur alle auswählen. Na gut, dann muss das noch etwas warten, weil ich möchte dann wieder Stan statt Oghren. Es sei denn, ihr sagt mir, hey, Oghren ist eigentlich dermaßen viel besser, witziger, toller. Und dass ihr den unbedingt in eine Gruppe haben wollt, weiter hier, dann können wir auch das arrangieren, weil ich mag die eigentlich beide. Wobei ich halt Stan nach wie vor einen sehr coolen Charakter finde, weil der ein bisschen Ruhe, Logik und so mit reinbringt, während Oghren halt so ein klassischer Suffkopf ist. So, hier hat man noch was. Ortan-Teig, das habe ich nämlich leider verschwitzt auf dem Rückweg. Sollten wir allerdings noch durchziehen, damit wir noch die Klinge des Oberflächlers kriegen. Soweit ich weiß, ist das ein ziemlich ordentliches Ding, ne? Da haben wir so, Kriegergrab. Soweit ich weiß, ist das nämlich eigentlich eine ziemlich gute Waffe. Hat man den Dialog nicht schon? Flemeth is my mother. I was more doubtful of the legend rather than your relationship to this woman. Anyone can claim a name after all. You're welcome to ask her if you ever meet her. You're just her type. Oh, elven and handsome? The sort that will never be missed. Sounds intriguing if you ask me. You assassin types have a death wish, I see. Only the really good ones. Okay, nee, dann hat man den Dialog. Alles klar, ja. Ja, wie gesagt, soweit ich weiß, ist das, glaube ich, sogar die beste Klinge, die man außerhalb vom DLC finden kann. Und das DLC zocken wir natürlich dann wenn wir die Hauptstory von Dragon Age Origins durch haben. Da kommt dann, ich glaube, Awakening hieß das DLC. Und da gibt es dann, glaube ich, bessere Waffen. Aber bis dahin haben wir dann die Klinge des Oberflächlers. Ich hoffe nur, dass es ein Zweihandschwert ist. So, Grab. Okay, das war's auch schon. Quest absolviert. Wir müssen nichts Großartiges mehr weitermachen. Na gut, nehme ich mal so hier. Die Ehre des Oberflächlers, Drachenknochen. Aha, das ist ein Langschwert. Verflixt nochmal. Wir haben leider nur Zweihandtypen außer... Wie hieß der Kaspar? Außer Alistair. Haupthand, 11,2 Schaden, 20% Geistresistenz, 6 Schaden gegen Untote. Gibt noch einen Stärke-Mod von Ens. Ja. Das ist eigentlich echt ein ziemlich gutes Ding, zumal es auch 3 Slots frei hat. Allerdings wäre mir das Ding natürlich als Zweihandwaffe erheblich lieber gewesen, aber jo, ist halt so. Was ich auch mal nochmal ausprobieren wollte, Erdbeben, kann ich auch mal zeigen. Sieht halt auch ziemlich geil aus, ne? Ist halt auch wieder so ein Flächezauber, der die Gegner, glaube ich, auch zu Fall bringen kann, wenn sie sich in einem Areal befinden. Zerreißt die Erde und verursacht ein gewaltiges Beben, das alle Ziele im Wirkungsbereich zu Boden wirft, genau, die bei einer Prüfung ihrer körperlichen Widerstandskraft scheitern. In dieser Prüfung mit dem Abstand weniger Sekunden wiederholt, auch Verbündete können davon betroffen sein. Also es ist schon ein ziemlich ordentlicher Zauber. Und ich glaube, in dem letzten ist dann dieses Fleisch zu Stein. Das versteinert dann die Leute. Also Fleisch zu Stein ist jetzt einfach die Dungeons & Dragons Variante davor. Und wenn es um BioWare geht, dann ja, hat man immer diese Assoziation mit die und die. Vor allem, wenn man früher Baldur's Gate und so gezockt hat. Okay. Tiefe Wege, jawohl. Wir wollen wieder zurück nach Orzammar. Den Weg sind wir jetzt einfach nochmal gegangen. Damit wir das Ganze durch haben. Das Gebiet hier wird mich auch nochmal interessieren, aber ich weiß nicht, ob wir darauf überhaupt nochmal Zugriff haben. Ich glaube, diese ganze tiefen Wege-Gedönser-Reihe sind jetzt wirklich nur im Zuge von unserem Hauptspiel hier und unserer Hauptplot-Story. Wo wir jetzt Prinz Arschloch zu König Arschloch gemacht haben.
Ah ja, mir hängt noch Zeug, was wir auf jeden Fall noch verkaufen sollten. Jetzt, wo ich das gerade noch so sehe. Hallo, Typ. Have you seen my lunch? I'm only asking Bla, bla, because you bla. never know who's gonna get hungry. Zeig mir deine Ware. Ich will Zeug verkaufen. Blutlinie. Ja gut, Einhanddinger können wir leider nicht gebrauchen. Der Oberflächler lasse ich einfach aber nochmal, weil es einfach wirklich eine tolle Klinge ist. Dolce, ja gut. Wie gesagt, Dankenschwert lassen wir ja auch, genauso wie die Ehre des Oberflächlers. Asturians Macht lassen wir auch. Also die ganze epische Dinger behalte ich. Den ganzen Käse können wir allerdings verkaufen. Ach, das Geschenk von Belen haben wir jetzt halt einfach mal ganz wiecht verschachert. Ja, da können wir schon 3 Gold, 70 Silber abstauben, nur für die Bolzer. Und dort 3, 13, 50 für die Pfeiler. Ja, das ist doch mal ziemlich gut. Da können wir jetzt doch noch jede Menge... Ja, das Legionszeug würde ich auch ganz gern beibehalten. Steinbrecher, ja komm, seidene Webhandschuhe, Naturschaden braucht kein Mensch. Können wir jetzt den ganzen Kruscht mal wirklich verticken. Wie gesagt, diese Legionssache möchte ich jetzt auch nicht gerade verticken. Mühsal. Ja, das war das, was man von der Brutmutter kriegt, kann aber auch weg. Oh, Caradins Schild behalten wir auch mal. So. Okay. Caradins Käfig behalten wir auch mal. Schmiedeherz können wir, glaube ich, weggeben. Der Magistergurt kann auch weg. Ring der Selektion, weg damit. Und du haben wir doch bestimmt, naja, so Schockbeschichtung, Untergang des Soldaten. Das ist alles okay, das wir eigentlich nicht brauchen. Dann können wir hier noch die ganze Edelsteine abverkaufen. Ja, ich denke, das passt jetzt schon ganz gut soweit. Da haben wir auch noch Krusch, sowas wie, ja komm, theoretisch können wir es drin lassen. Der hat jetzt aber auch nicht zufällig in seinem Sortiment irgendein ganz, ganz tolles Rucksäckchen oder so. Ne, hat er nicht. Okay. Dann sind wir zumindest mal unseren Kram auch wieder loswoche. Und dann können wir jetzt noch die Quest mit Rook noch abgeben. Ja genau hier, die Hoffnung einer Mutter. Die muss ich jetzt keine Sorge mehr machen. You've returned. With all the excitement over the new king, I never expected you to remember my poor son. Did you learn anything about my Ruck? Ja, aber ihr wollt es vielleicht nicht hören. Meine Dame, euer Sohn ist ein güllefressender Irrer. Er war verrückt, ich habe ihn von seinem Leiter erlöst. Lüge, ich habe seine Überreste gefunden, er ist vor langer Zeit als Held gestorben. Lüge, es tut mir leid, ich habe ihn nicht gefunden. Meine Dame, euer Sohn ist ein güllefressender Irrer. Irgendwie reizt mich so. Er war verrückt, ich habe ihn von seiner Leiter erlöst. What do you mean, out of his misery? You killed my boy, you monster! Why? What could it have hurt to bring him to me, or let me go to him? Ancestors, curse your path. Don't ever talk to me again. Okay. Gut, ach, die Quest ist absolviert. Bestimmt nicht so, wie ich mir das gedenkt habe, aber jo. Ich glaube, wenn wir draußen sind, können wir danach gleich wieder den Stan in die Gruppe holen. Die anderen sind ja auf Stufe 16, 17 teilweise, ne? Es kommt aber, glaube ich, soweit ich mich noch erinnere, ganz witzige Szene, wenn man mit Ogren hier aus Osama rausgeht. I swear the things I could do to you. Ugh, he's leering at me once again. Oh, did I say that out loud? Alter, was ein Typ. Okay. Dann gehen wir mal raus. Dann müsste, glaube ich, noch eine Cutscene kommen mit Ogren, die eigentlich ganz witzig ist. Ja. Give me a moment. Alles in Ordnung, natürlich. Nehmt euch so viel Zeit, wie ihr braucht. Mir hängt im Moment Zeit. Lasst uns gehen. Ist alles in Ordnung. Of course everything's all right. Just give me one sodding moment. By the stone. I feel like I'm about to fall off the world with all that sky up there. Ihr müsst damit klarkommen, auf uns wart Erwet. Ist das seltsam für euch? Gut, lasst euch Zeit. Ich brauche euch kampfbereit. Erstmal ist das seltsam für euch. Strange? Strange is your wife turning out to prefer the ladies. Not living in a world without a bleeding ceiling. Well, let's get moving. We're losing, what you call it, daylight.
Okay, das hatte ich ein bisschen anders in Erinnerung, die Szene, dass er eigentlich so richtig rumkreischt. Wow, mir fällt hier der Himmel auf den Kopf, das ist zu viel. Aber naja, es hat zumindest den Sinn erfüllt. Ups, wollte ich doch gar nicht auf pausieren. Es gibt zumindest den Eindruck, dass es für Zwerge etwas erschlagend ist, wenn man halt kein Deck über dem Kopf hat die ganze Zeit, sondern es erst mal wirklich ein freier Himmel sieht. Das muss für so ein Zwerg schon etwas heftig sein. Okay, dann gehen wir mal wieder zur Weltkarte. Dann können wir nämlich auch gleich mal ins Lager gehen. Vielleicht ein paar Geschenke verdelen. Vielleicht einfach mal ein bisschen schwätzen mit den Leuten. Ich glaube, so eine Runde würde uns auch mal ganz gut durch. Dann haben wir nämlich soweit alles durch. Dann fehlt ja eigentlich nur noch Denerim für uns. Aber erst einmal gehen wir mal in den Lagerfeuer-Modus. Dann kann ich nämlich noch ein bisschen hier labern. Und zwar mit Denne 2. Bla bla, zeig mir deine Ware. Ich mag nur mal sehen, was der so Lustiges hat. Uiuiuiui, das ist aber auch so ein Ding, ja. Haupthand, das ist einhändig das Ding. Nagmalma. Drachenknochen. Ja, eigentlich auch gar nicht mal so scheiße, das Ding. 14,4. Gnade des Waldgeists. Ich glaube, das ist schwächer. Ist auch schwächer. Dwens Schwert. Ja gut. An sich käme jetzt nur noch der Nagmalma noch in Betracht. Gibt halt ordentlich Geschicklichkeit und Ausdauer. Und nochmal Chance auf Betäubung und hat noch zusätzlich hoppla hoppla. Hat noch zusätzlich 3 Slots. Gucken wir mal. 4C40 080. Wir gucken gerade mal, was Dance hat. Hoppala, da ist er ja. Na, komm schon. 1440. Ne, da ist das Ding tatsächlich stärker. Das Ding ist nach wie vor richtig heftig. Okay. Bla bla. Dann gucke ich halt mal in die Rüstungerei. Haut des Verschwörers. Okay, das wäre aber, glaube ich... Ne, das ist ein leichter Helm. Torneihelm. Ne, Templerhelm. Ja, das Blutdrachengedöns. Schnelles... das ist ja was für Bogenschütze, ne? Silberhammers Halt. 2 Geschicklichkeit, ne? Also wirklich besser ist das Zeug auch nicht gerade. Nee. Da hat doch nichts Großes. Der Zauberschutz. Willenskraft 5, 8 Gesundheitsregeneration beim Erkunden, 30% Zauberresistenz, 10% Chance Angriffen auszuweichen, Chance Distanzgeschossen auszuweichen. Das ist schon nicht schlecht, das Ding, aber für den Preis leckt mich am Arsch. Buch der körperlichen Methodik. Okay, da können wir uns nochmal einen Punkt erschleichen. Genauso wie hier. Das Ding ist gecarved. Genauso wie das. Und haben wir da noch Meisterrune oder sowas. Das Gesellen, Novizen. Blitzrune des Meisters ist ebenfalls gecarved. Und sonst war's das, ne? Antivianischer Brandwein, das könnte wieder was sein für unseren Schurke. Handbuch Waldläufer. Ja gut, das kaufen wir uns auch mal. Templer brauchen wir jetzt nicht. Das haben wir ja schon gelernt. Dann war's das. Ah ja, hier. Spezialisierung freigeschaltet Waldläufer. Okay. Dann... Enchantment? Genau, Enchantment. Enchantment! Ist richtig. Dolch eines Tiermenschen, Dankensdolch. Siusaris. Können wir mal etwas aufmotzen? Verlangsamungsrune, ja. Da machen wir erstmal die Meisterrunerei. Blitzrune des Meisters. Ersetzt schon mal die Blitzrune des Gesellen. So, Dweoma-Rune, 8% Zauberresistenz. Schaden gegen Untote. Dunkle Brut. 10 Schaden gegen dunkle Brut.
Echt was? Das nehmen wir. Dann hat Stendo was richtig Gutes. Das nehmen wir auch. Noch einmal. Enchantment? Enchantment. Enchantment! Dann Duncans Dolch. Du könnt mal jetzt schon mal die Gesellenrune reinhauen. Ups. Expertenlähmungsrune, so rum dann, ne? Ah, okay, das ist dasselbe, okay. Naja, das war jetzt dumm. Chance auf Lähmung finde ich eigentlich ziemlich gut. Das Ding könnte man auch noch ein bisschen aufmotzen. Aber ich bin dann eher dafür, Duncans Schwert noch aufzumotzen. Und zwar mit Zauberresistenz. Und Schade gegen Darkspawn kann natürlich auch nie schaden. Aber, ja gut, das Novizen ist halt etwas doof. Experten Kalteisen, Schaden gegen Untote. Ich glaube, da haben wir nämlich allzu viel gegen Untote. Machen wir hier halt nochmal die Blitzrune des Gesellen mit rein. Nehmen wir mal so A. Dann sollte ich vielleicht auch mal gucken, ob Saffron möglicherweise jetzt auch in der Lage ist. Nein, 25 Stärke. Er liegt bei 23. Das muss ich dann beim nächsten Level up mal dringend nachholen bei ihm. Dann könnte man noch mal gucken, was die Leute noch so an Geschenke kriegen könnten. Und zwar, gucken wir hier bei dem Zeug. So, das kann sich Stan mal reinzwitschern. Ah, ne, kann er nicht. Okay. Was haben wir dann dort? Totem. Dämonen. Weißer Runenstein. Das könnte was für sie sein. Why, thank you so much. Okay, nicht wirklich. Ich suche nach dem wahren Propheten. Andraste und so. Why, thank you so much. Okay. Das hat wohl nicht so viel gebraucht. Leverwurst. Kriegt noch hier der Ochseknocher. Bemalte Himmelskugel. Okay, Nachthimmel und Sternekonstellationen. Wen könnten sowas interessieren? Vielleicht unseren Shale? Very nice indeed. Offensichtlich, ja. Wilhelm Spezialgebräu. Okay, das war das, was wir im Keller gefunden haben vom Ort. Very nice. Ja, das mag er wohl auch. Very nice indeed. Die Garins aus Ferelden, ein genealogischer Schlag mich tot. Das könnte wohl nicht so interessant sein. Totem könnte für sie spannend sein. Interesting. Ja. Die Alistair-Puppe hatten wir schon. Seltener antivianischer Brandwein. Das wäre dann wohl eher was genau für ihn. I shall treasure it. Wow. Dann haben wir jetzt schon mal ordentlich hochgepusht. Das gab 49 plus. Ich denke, damit hätten wir dann auch das. Inspiration, große Geschicklichkeit, erhebliche Geschicklichkeit. Ja, das ist doch mal ziemlich cool. Und ich zwirbel mir das mal rein, das Buch der Arkan-Methodik. Dann kann ich nämlich gerade mal wieder eine Fähigkeit erwerben. Und zwar können wir hier Inferno uns auswählen. Versteinerung oder Schneesturm. Ich denke, dann nehmen wir wirklich mal Inferno. Außer der Reihe. Wo ist es dann? Inferno. Das habe ich mir noch jetzt ausgesucht. Na? Weiter. Ich hätte gern Inferno ausgewählt. Spielen. Ja, da ist es doch. Ja, na, dann kann ich hier so Späße treiben. Das braucht auch ein bisschen Kanalisierungszeit. Und dann kommt halt hier so ein absoluter Feuerwirbelsturm. Das haben wir ja, glaube ich, schon mal im Zirkel der Magie gesehen. Ja. Das sieht halt schon ziemlich fett aus, finde ich. Und dort dazu halt noch ein Erdbeben gewirkt. Das kann halt richtig heftig reizzerren. Ich denke, ja, vielleicht noch ein Sturm. Da können schöne magische Wirkungen bei rauskommen. Und das hält auch ewig, ne? Ihr seht ja, das geht nicht gerade langsam. Okay, dann können wir vielleicht noch ein bisschen mit den Leuten babbeln. It's a curious thing. I do not know how else to describe it. Was dann? Stimmt was nicht? No, nothing is wrong. It is a little embarrassing to admit, in fact. I am reminded of our first meeting in the wilds. I had been in animal form for some time,
watching your progress. I was intrigued to see such a formidable woman, obviously more potent than the men she traveled with. Yet I resented it when Flemeth assigned me to travel with you. I assumed that at best you would drive me from your company as soon as we left the Wilds. Warum soll ich das machen? Glaubt mir, ich war durchaus versucht und eurer Fähigkeit um Geheimnisse aufgebe. Warum soll ich das machen? I am aware that I have little talent for forming friendships, to put it lightly. It is something I know nothing of, nor ever thought I needed. Yet when I discovered Flemeth's plans, you did not abandon me. Whatever your reasons, you fought what must have been a terrible battle without hope of real reward. So schrecklich war es gar nicht, das könnt ihr mal glauben. Ich habe zwar Freundin gemacht. Ich habe es gemacht, weil ich euch hier brauche. Bremst euch, es war nichts Persönliches. Ich habe zwar Freundin gemacht. And that is what I do not understand. Of all the things I could have imagined would have resulted when Flemeth told me to go with you, the very last would have been that I would find in you a friend, perhaps even a sister. I want you to know that while I may not always prove worthy of your friendship, I will always value it. But enough of such idle talk. There are more useful things to be done, surely. Okay. Das war schon mal ein ganz interessantes Gespräch mit Morrigan. Dann können wir jetzt einmal mit der Anna ein bisschen labern, vor allem einmal mit Stan. You called. Ich habe eine Frage, warum wurdet ihr eingesperrt? Ich wollte mit euch über was sprechen, was ihr erwähnt habt. Was dann? Speak then. Was habt ihr mit eurer Bemerkung über Teufel in Seheron gemeint? Ours wear the faces of men. Ist ein bisschen rätselhaft. Dann sind sie wie die dunkle Brut. Wollt ihr damit sagen, sie sind Abscheulichkeiten? No, they do not have the excuse of demons within them. Darkspawn, abominations, plagues, and storms. Men are far more dangerous than these. One moment of betrayal can bring more ruin than an earthquake. You know this. Sie sind also Verräter. Was haben sie getan? Heißt das, dass es in Seheron keine dunkle Brut gibt? Ja, sie sind also Verräter. They are Tal Vashoth. They say they are grey ones. True in the knowledge of themselves. They are gaping holes where men used to be. Nothing can fill them. Was ist so schrecklich an ihnen? Das ist grauenhaft, was wollen die? Ja, was ist so schrecklich an ihnen? There was a village in the mountains of Seheron. Farmers. They grew cinnamon and nutmeg trees in perfectly ordered rows. There would always be one person waiting, a foreman, a harvester, rank didn't matter. Often they would say nothing. Simply watch as we worked to examine the empty house, a new one each time, that had once been the home of a colleague, a friend. We always made a point of searching. Now and then a body would turn up in a river eaten by rain and crows. More often we found nothing. Even in the worst parts of the jungle, the villagers would send someone with us to see the tiniest piece of bone or cloth. Anything contained the possibility of their lost friend. Must we speak of this? We could be fighting something. Ich habe noch eine Frage. Very well. Warum bekämpfen euch die Tal Vashoth? Isn't it the nature of a wound to bleed? I have no more answers than you. Why do we fight the Darkspawn? Why do the Darkspawn fight us? Das ist nicht das Gleiche. Die dunkle Brut verfügt über keine Intelligenz. Nennen euch die Tal Vashoth denn keine Gründe. Das muss die Erklärung geben. Sagen wir mal das Erste. Dunkle Brut verfügt über keine Intelligenz. You are. Why do you fight? Um mein Volk zu verteidigen, um Rache zu üben, weil ich es muss, um mich zu beweisen. Ne? Um mein Volk zu verteidigen. In the Antam we are told of the enemy. Assume he loves as you love, hates as you hate, and fights just as hard as you. It's a lie, of course. But does that matter? So long as you stand and believe you know your enemy. The Tal Vashoth wish us dead, and we wish to go on living. The point of our war is war. Okay, habe ich trotzdem noch eine Frage? Very well. Vielleicht sind die Tal Vashoth ihr Gründer. Undoubtedly. They've used it to kill countless people. Vieles von dem, was ihr über die Qunari erzählt, ist bedrückend. Sie wollen Veränderungen, ihr seid ein Soldat, was kümmert euch die Verluste? Denkt ihr, sie haben irgendeine Rechtfertigung? Ja, sie wollen Veränderungen. Death is certainly a change. Ihr werdet wieder rätselhaft, vergesst, ich wollte euch mit dem Thema nicht verletzen. Ihr werdet wieder rätselhaft. There are times when words fail. Habt trotzdem noch Frohe? Very well.
Na, dann I reicht's. suggest we move on. Was habt ihr in dem Käfig gemacht? Does it matter? Very well. I caged myself. A weak mind is a deadly foe, as you are no doubt aware. Was ist genau geschehen? Was meint ihr mit einem schwachen Geist? Wollt ihr damit sagen, dass ihr euch selbst in den Käfig gesteckt habt? Was genau ist passiert? I came to your lands with 7 of the Beresad, my brothers, to seek answers about the Blight. We made our way across the Ferelden countryside without incident, seeing nothing of the threat we were sent to observe. Until the night we camped by Lake Calenhad. They came from everywhere. The earth beneath our feet, the air above us. Our own shadows harbored the Darkspawn. I saw the last of the creatures cut down, too late. I fell. Was ist mit der anderen Kunari geschehen? Ihr wurdet von ein paar dunkle Brut besiegt, wie jämmerlich. Das klingt wie das, was mit mir in Ostagar widerfahren ist. Was ist mit der anderen Kunari passiert? I am told no others survived. I don't know how long I lay on the battlefield among the dead, nor do I know how the farmers found me. I only know that when I woke, I was no longer among my brothers, and my sword was gone from my hand. Ihr habt vermutlich auf dem Schlachtfeld fallen gelassen. Was habt ihr gemacht? I searched for it, and when that failed, I asked my rescuers what had become of it. Wussten die Bauern, wo es war? They said they found me with nothing. Habt ihr ihnen geglaubt? I did. I knew they didn't have the blade. They had no reason to lie to me. I panicked. Unthinking, I struck them down. Ups. Das ist nur ein Gegenstand, denn ihr könnt euch ja anderes Schwert besorgen. Anscheinend nicht, wenn er so reagiert. Das ist schrecklich, ihr seid wegen einem verlorenen Schwert in Panik geraten. That sword was made for my hand alone. I have carried it from the day I was set into the Beresad. I was to die wielding it for my people. Even if I could cross Ferelden and Tevinter, unarmed and alone, to bring my report to the Arishok, I would be slain on sight by the Antam. They would know me as soulless, a deserter. No soldier would cast aside his blade while he drew breath. Ja, da hat es wohl doch eine tiefere Bedeutung. Könnt ihr nicht noch so solche Unfälle geschehen eben? Wenn ihr so leicht in Panik gerät, seid ihr vielleicht wirklich desertiert. Wie könnten neue Leute so etwas ernsthaft denken? Könntet ihr nicht noch suchen? If I knew where to look, it would be in my hand now. Wo habt ihr gegen die dunkle Brut gekämpft? Wir suchen es jetzt mal für ihn. Near Lake Calenhad. Keine Sorge, wir werden's finden. Perhaps those words are empty, but thank you all the same. Okay, das gibt Nummer 12 bei Stan. Neues Schwert, vor allem neue Quest. Das Schwert der Beresad. Finde Stans Schwert. Stan hat ihr verraten, wo er die Kontrolle verloren und die Bauern erschlagen hat. Er ist ohne sein Schwert aufgewacht. Die Beresad halten ihre Schwerter in Ehren und trennen sich bis zu ihrem Tod niemals von ihnen. Der Gedanke, dass sein Schwert womöglich für immer verloren sein könnte, hatte Stan in blinder Raserei versetzt. Du hast Stan versprochen, sein Schwert wiederzufinden. Und ich würde sagen, ihr liebe Leute, damit bietet es sich doch an, einen Cut zu machen. Und wir sehen uns dann übermorgen wieder zu Let's Play Dragon Age Origins auf Pelzig, wo wir uns dann noch ein bisschen mit Leuten hier unterhalten werden. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Ayan Yankee.